Es geht weiter, immer heiter hier im Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Die Let's Catch 'em All Challenge, wenn man so will. So, jetzt ein paar haben wir noch Kiawe. Also Kiawes Prüfung bestanden, war. Insofern die Prüfung des Feuers und sind daher schon auf dem Weg zur nächsten Prüfung. Die des Waldes, wie ich sie gerne nenne. Ja, also die Pflanzenprüfung. Die, wie ich sagen kann, sind noch unterschiedlich. Wenn ihr irgendwie, wie ich jetzt gerade hier mit Sunder habt, mit Pyrium Z und so, sprich relativ schnelles Feuer-Pokémon, mit relativ starken Attacken, plus Pyrium Z, setzt es ein. Weil diese Prüfung, dieser Herrscher kann ziemlich ungemütlich werden. Ja, lass mich durch. Captain Maho, der Schattendschungel. Im Schattendschungel will ich ja unbedingt ein Pokémon fangen. Und zwar alles, was es nur hier in Mond gibt. Hallo. Okay, das schon wieder. Da kann ich angeln. Mal gucken, was anbeißt. Es weiß nichts an, okay. Natürlich lame. Ja, man kann hier in der 7. Channel nicht mehr überall angeln, wo irgendwie Wasser ist, sondern nur noch an solchen Stellen. Frag mich nicht warum, ich meine, klar, es gibt überall welche, aber das ist eigentlich ja eher ein Rückschritt. Oh, ein Lampi. Okay, sonst gibt es irgendwie immer nur Barsch, also Barsch relativ selten natürlich, aber Carpador und Lusardin. Ich hoffe, es kann noch keine Elektroattacken, sonst will ich ein bisschen Marsch. Ach komm. Ich setz Relaxo ein, der freut sich. Elektroball! Kein Problem! Spezial-Defense! Ich hab so Zurückhaltung! Ich will dich mal! Och nö! Da kann man das ein bisschen länger ziehen. Guck mal, Relaxos. Sehr gut. Oh. Das waren mindestens 3 Stück, das sprich mit mindestens 3 Attacken. Aber alle 3 treffen ist eine andere Frage. Paralyse, okay, nichts davon. Oh. Ich habe keine Missenschwein. So, ich mach's gleich nochmal. Ist vielleicht ein bisschen unnötig. Er macht's trotzdem. Weil es kann, hä? Wer spritzt mir nass? Was soll Relaxo jetzt tun? Pokéball, flieg, flieg, flieg! Ja, das ist ein Superball. Ich will ein Lampi-Mann. Yeah! Lampi wurde gefangen. Geil. Lampi gefangen. Antennen aufblitzen lässt. Okay, cool. Nö, noch nicht. In eine PC-Box. Und wenn mal Elektro-Pokémon-Team zwar noch cool wäre. Aber ja, stimmt, ich will ja sowieso die aus Pokémon Sonne rüber tauschen. Yeah, man! Geil, wa? Ist sie eigentlich nicht bereits? Ah, genau, ist auch so eine Hütte hier. Ein Team ist geil, nur unsere Familie. Mhm. Ein Pokédex. Na klar. Wir müssen Pokémon zu beschützen. Da müssen wir also mehr herausfinden. Eigentlich logisch. Ein Velursi. Velursi. Was? Auszureißen? Ernsthaft? Alter! Ich dachte, die schneiden sie, aber gut, ist sowieso Schmerz, aber ausreißen? Flag. Das ist aber ein Flag, Mann. Das kann lecker sein. Poké-Kannibalen oder was? Du dort, warte kurz. Ist meine Zeit für mich? Hä? Krummas, was machst du denn hier? Du, 5 Challenge schon eine Weile her, war?
Was tippst du da auf deinen Dingpumps rum? Oh, ich bitte vielmals mir verzeihen, ich habe mir gar nicht vorgestellt. Dann haben wir gesagt, komm, ich bin Wissenschaftler. Eine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es eine Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer liegt. Das war früher ein bisschen anders. Ich bin sehr interessiert an Trainern wie dir, die ein Zettel mit ihren Pokémon verbunden sind. Was zum Henker tippt der Typ da ständig an seinem Arm herum? Ich verstehe, das merke ich mir. Ich habe eine TM. Nitroladung! Ja, doch, kann nützlich sein. Und dann kann man den Herrscher Schattendschungels erleichtern. Woher weiß er das? Die Z-Kraft, das ist nochmal nicht suche. Was trifft sie den Mega-Ring? Woher weiß er vom Mega-Ring? Der ist 5. Gen, das war Final, da hat nichts mit Mega, nichts mit Z zu tun. Und dann so Pokémon, wenn wir wohl eine Weile hier bleiben. Dann bestimmt irgendwann wieder. 5. Gen Remake confirmed? Keine Ahnung. Also ich verstehe nicht, wieso der hier ist schon klar und so, warum wird der hier eingebaut? Ich habe keine Ahnung. Ein Nitroladen, warum gibt er uns die TM? Also weil er nett ist. Ja, das war ja früher aber nicht so. Obwohl war. Ne, relativ. Riesenperle. Gibt natürlich ein Riesengewinn. Zuerst mal ein paar Pokémon fangen. Let's catch 'em all. Da Tignis. Oh je, Mann. Vogel gegen Vogel. Das Duell um die Flug. Wieso schieflaufen könnte? Er ist ein Vogel, du bist ein Vogel. Gut, das ist Feuerflug, aber trotzdem. Ah ja, jetzt verstehe ich warum. Halt den Schnabel. Es ist so schnell. Dreschflegel ist böse. Ganz, ganz böse. Du bist tot. Interessant, es gibt hier Dartignis. Kurz vor noch Dartiri, jetzt wird es Dartignis. Aber wilde Fiaros gibt es hier, glaube ich, nicht in Sonne und Mond. Das wäre ein bisschen imbar. Ein Radfratz schon wieder. Ich habe genug von Radfratzen. Diese dämlichen Fratzen müssen eigentlich schneller sein, wa? Jo, bin ich auch gut. Also Nummer 2 ist ein Radfratz. Gibt es eigentlich sonst noch alles? Ich weiß aber nur, dass halt im Schattendschungel die Suche ein bisschen länger dauern dürfte, bis wir da das Pokémon finden. Was ich will. Oh Mann, und gar nicht spannend hier überhaupt. Naja. Aber immerhin, Domi hat nach maximal 4 Level vor sich, dann entwickelt es sich. Und dann geht's in die Box hinein. In die Box hinein. Bisschen fies irgendwie, wa? Yeah, yeah, yeah. Oh, okay, gib's auf. Dartigni war hier wohl irgendwie sowas wie das Assimärmel. Quasi 5% und 95% sind Radfratz. Das ist natürlich lame. Egal. Was? Hier? Der Pokémon sucht. Was hast du denn hier? Hä? Ernsthaft? Muss ich gar nicht zoomen. Komm raus. Hä? Verarschen? Ich glaube, das kommt hier nur einmal, deswegen nochmal. So, nimm direkt das erste. Mir ist der Film ausgegangen. Na, er muss gehen. Und eine ganze Nähe davon.
Jetzt kann man auf seltene Pokémon treffen. Toll, zu fotografieren. Gutes Foto. Aber ein Foto mit einem coolen Pokémon, du Arsch. Hey. Dieses Pokémon hat mir schnappen. Hätte etwas näher angehen sollen. Oh. Diese Dislikes, hey. Ja, Mann. Bei 10.000 erst. Alter. Naja, das kann dauern. So. Das ist mit der gleichen Wiese. Dann kann ich mir hier... Okay, da gibt es ein paar Trainer. Was bist du dran? Warum ich ständig verliere. Okay, jetzt will ich das selber finden, um herauszufinden, warum sie verliert. Das wird immer eine gute Findung sein. Eine gute Erfindung, versteht ihr? Egal. Evoli! Ja, Evoli. Hat ja in der 7. Gen keine neue Entwicklung dazu bekommen, ist aber auch nicht nötig, weil ganz ehrlich, Evoli. Es sind so viele Entwicklungen. Mal überlegen. 3 plus 2 plus 2 plus 1, was gibt bereits, ernsthaft? 8 Entwicklungen, das kann doch nicht sein. Warte mal. 3 aus der 1. Gen, 2 aus der 2. gibt schon mal 5. Noch 2 aus der 4. gibt 7, plus 1 aus der 6. 8, ja. Das ist... Was willst denn du, im Flugbett oder was? Das ist auch so was, weil die Himmelskämpfe, wie man sie noch aus XY kannte. Und ich muss zugeben, die Himmelskämpfe habe ich sowieso kaum gemacht, du brauchst immer Flugpokémon dafür oder flugähnliche Pokémon. Auch Alpolo, die halt fliegen können oder schweben können, gut geht natürlich auch, alles klar. Ich meine, ja, in Oras gab es ähnliche Kämpfe, weil da waren keine Trainer mehr, sondern wilde Pokémon, okay. Aber jetzt hier in XY, also XY schon, natürlich in Sonne und Mond, gab es jetzt auch nicht mehr. Oh Mann, nicht das wenige. Ernsthaft? Oh oh. Da haben wir mal eine Z-Attacke trifft neutral. Und zwar im Holler-Style. Hollololo. Domi hüllt sich ins Eckkraft, weil das kann. Domi, greif an! Mega Kick! Also mal dahinter kriegt eine Krise. Oh oh. Ich hab ein Item! Oh, ich will keine Beere. Und Schnabel, das war's. Trompick! Jetzt braucht Tobi ein paar Streicheleinheiten, bevor es mir hier noch down geht. Völlig verdreckt hier, wa? So, sehr gut. Und noch hier eins. Zur Feier des Tages. Ja, danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Das alles für den Domi-Style. So. Dann haben wir hier noch einen Hypertrank. Sehr geil. Was gibt's hier noch? Oh. Eine Grasfläche, verdammt. Wilde Radfratz schon wieder. Nee, schlimmer da, Tignis. Aber Tomi ist schon ziemlich angeschlagen. Er überlebt das nicht. Nie im Leben, ich muss weg hier. Tschüss. Puh. Das war nicht gerade unknapp. Übrigens, hier. Wir werden ein bisschen unseren Start trainieren. Ich wusste, das gibt noch ein Item. Ein Wundersaat, ja gut. Ich bin da Tignis. Und? Gibt's noch eins? Nö.
Hätte sein können, dass nochmal so ein Crabbox rauskommt. Die Maronbeere. Maron. Kleine Persim. Bist du denn? Was? Trainer gesichtet, Angriff wird eingeleitet. Oh mein Gott, sie ist ein Android. Es ist C18 in jünger und in ein bisschen dünkler. Ja, das ist ihre Schwester, C18,5. Nee, egal. Es ist Miltank. So, hier habe ich Eis drauf. Mach das mal physisch. Machen wir Pflücker, vielleicht ist eine Beere. Aua. Ah, Miltanks sind böse. Ich wünsche aber etwas wäre bereit. Nein, jetzt ist er bereits weit entwickelt. Wegen Stampfer. Oh oh. Gut, es ist relativ schwach, aber es ist nicht stark, aber es ist sehr, sehr effektiv. Aber er bringt so nichts. Krepiere mir aber etwas noch. Scheiße. Ich habe nichts, um Stein aufzuhalten. Ups. Ja. Muss wie das Slimer ran. Du Slimer. Sieht es noch gut aus. Der Giftsammler vergiftet sich ja noch. Könnte ja sein. Die Chance relativ hoch mit Slimer. Slimer 25. Yeah, Mann. Aber das ist 26. Yeah, Mann. Ja, vollkommen Abwechslung. Doofe Pute. So. Ja, jetzt lass noch. Aber wie lange ist ja wohl die Frage? Ich gucke mal auf die Uhr, Freunde, weil ich mich erinnere, kommt bald ein bisschen etwas Spezielleres nach einer der nächsten Kurven. Alter. Und müssen doch, glaube ich, eher auf die nächste Folge verschieben. Wäre jetzt mal das klüger. Eine Riesenperle, was ist sonst noch neu? Der Floppertball. Alle noch heilen. So. Jetzt geht's allen wieder gut. Und ich will Arboretos so schnell es geht entwickeln. Ich finde ja, von allen 3 Staaten hier in der 7. Gen hat es eigentlich die geilste Typenkombination in der Endstufe. Flapterix! Überleg gerade. Gesteinflug, Gesteinsattack gegen Pflanzenflug, aber das könnte effektiv sein. Oder sogar sehr effektiv. Okay, da geht natürlich Rauch, Alter! Ja. Guck mal, so schneller als ich. Geht's einfach nicht, ey. Gut, mach direkt mal hier. Komm schon, machen wir Z-Move. Miauts, genau. Ich hab keine Beere, vergiss es. Ein Z-Feuerzahn, naja, wieso nicht? Ein physischer Z-Move. Ja, Mann, ja, Mann. Die Zone erhöht in Kraft. Und für deine Z-Attacke aus. Die Maxi-Flamme. Tschüss, Mann. Er weiß, wie es gestanden, aber das hält trotzdem nicht aus.
Und Level up. Ich glaube, die Starter hier in der Seitenschein waren Level 30 zum Entwickeln. Oder 34? Weiß gar nicht mehr. Jetzt wird der Bodentage ganz geil. Scheiße. Ja, ist ja Stahlgestein, wa? Ich trottel aber eine Kampfattacke. Obwohl, das tut ziemlich doof und Mist. Ich habe eine ja, wie kann nur so doof sein, wa? Ich habe Kampfattacken im Sortiment, verdammt. Er könnte es auch pflegen, aber komm. Zurzeit eher weniger. So, von uns trotzdem sagen wir mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei Pokémon Sonne und Mond Let's Catch 'em All Challenge. Momentan kommen wir ganz gut vorbei. Barricade wieder bald entwickeln. Ja, also Domi, wie bereits erwähnt, also ich sag's mal so, Relax kommt ja bald weg, sobald es irgendwie geht, soll einen guten Ersatz haben, weil es ist fast schon für den Start hier mit Speckschicht und so weiter, das ist fast schon zu imbar, es war schon zu mächtig, vor allem mit Training noch, mit EP-Teiler. Und Domi, ich glaube noch maximal 3 Level entwickelt er sich und dann, ja, bin ich nicht so ein Hirsch, aber wir sehen es nachher anhand der Werte noch, warum. Er bringt nochmal gut ein, was hier Domi momentan ausmacht als Trompek, und zwar Angriff plus Initiative. Gut merken. Mitsunda. Ja, bereits bei Sonne gezockt und ganz ehrlich, es gibt bessere Feuer-Pokémon. Vor allem noch wegen Typus Unlicht, oder? Slimer behalten wir eventuell. Ich meine, es macht. Gut, Initiativen gerade ein bisschen weniger wichtig für mich, aber KP. Angriff vor allem. Mal nach der Entwicklung abwarten, weil wir glaube 32, wann entwickelt er sich zu Slimer weiter. Marikek bin ich auch sehr gespannt, vor allem nach der Entwicklung noch, wie es dann abgeht. Naboretto sowieso. Jo, mal gucken, was so weitergeht, vor allem im Schattendschungel. Den wir, glaube ich, in 1-2 Parts erreichen, wenn es noch ein bisschen länger bis dahin. Von dem her, würde man sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wieder bis zum nächsten Mal. Mit neuen Abenteuern und neuen Gefahren. Ciao zusammen.